Vorweihnachtszauber von Hans Glückstein. Schon wochenlang vor Weihnachten liegt besonders sonntags ein eigener Zauber in der Luft. Wenn man so einen gemütlichen Bummel durch die Stadt macht, dann lachen überall schon die festlich geschmückten Schaufenster entgegen mit 98.735 verschiedene Sachen, wo schon lange im Kopf stecken, aber im Geldbeutel keinen Platz haben. Und wenn man sogar vor einem Säfegeschäft steht oder zwischen Tannennodeln frisch gereicherte Pickling angrinsen, dann spürt man in der Nase ganz urplötzlich einen Duft von tropfenden Weihnachtslichter, verbrannte Tannenzweige, Lebkuchen und Weihnachtsgutzel. Welcher Spruch kann uns übrigens das Wort Weihnachtsgutzel nachmachen? Kenny. Schon wenn wir das Wort hören, dann sehen wir die alten Kindertage vor uns, wo die Mama hinter verschlossenen Türen die Vorbereitungen getroffen hat zum Gutzelbacken, wie wir uns an den Schlüssellöcher die Aare bald blind geguckt haben, der Papa uns fortgejagt hat und am anderen Morgen auf einmal ein Springerle, eine Zimtwaffel, ein Stickel Butter gebackenes oder ein Stern aus Haselnusssteak oder gar ein Pelznickel aus Lebkuchen auf dem Bett gelegen hat. Heut ist das ja ein bisschen einfacher. Heut heißt's nicht mehr, das Gutzel backt's Christkindl. Heut holen's die Kinder selber beim Bäcker, weil so oft die Mama und der Papa keine Poesie mehr haben, weil sie Charleston tanzen lernen müssen und gegen Weihnachten am Christkindl einfach durchs Warenhaus aufgrund vom Weihnachtsprospekt einen Bestellzettel zuschicken und das Christkindl dann per Auto angefahren kommt und ein uniformierter Boy die ganze Bescherung mit der quittierte Rechnung ins Haus bringt. Und wenn die Mama gerade nicht gewechselt hat, das heißt, wenn's Geld alles, dann nimmt der Christian oder der Franz oder wie der imitierte Weihnachtsengel sich nennt, den ganzen Krempel einfach wieder mit. Wenn die Kipp all wieder geläumt wären müssten, wo während der Zeit verbrochen werden, dann kennt in ganz Deutschland gar nicht genug Bab fabriziert werden. Wochenlang werden die Zeitungen studiert, die Annoncen gelesen und die Preise verglichen. Aufstellungen werden gemacht, was die einzelnen Familienmitglieder geschenkt kriegen sollten. Die Kinder und die Verwandten, besonders die Erbtante, wo noch eine Aufwertungssparkassebischel im altmodischen Sekretär haben, werden ausgeforscht über etwaige Wünsche und Anträge, Prospekte werden sich kommen gelassen, Kostenvoranschläge werden angefordert und zum Schluss ist alles verkehrt. Der Neffe in Buxtehude kriegt eine Brieftasche, weil er schon 3 hat. Die Nichte in Königsberg kriegt ein Buch mit Pelzer Gedichte, weil sie nicht einmal das Wort Schockelgaul schreiben kann. Der Onkel in Neustadt ein Kistel Weih, wo ihm so im Hals kratzt, dass er noch nicht einmal zum Zähneputzen verwenden kann. Die Tante in Altona ein Föhn, wo sie bestimmt die batzische Verwandtschaft zu enterben, weil er ganze Zwiebel bloß noch aus Putzwoll besteht. Und die Großmama ein Punktroller, obwohl sie so da ist, dass sie mit ihren Knochen Xylophon spielen kann. Es ist nur gut, dass man nicht alles das vorher weiß, wann der Vorweihnachtszauber selbst über der Großstadt liegt. Die Kinder stehen an der Schaufenster, können mit dem Angucken von all den ausgestellten Herrlichkeiten gar nicht fertig werden und drücken sich an der Scheibe die Stumpfnäselchen noch mehr platt. Und die Alten laufen im Vorgefühl von der kommenden Festtage Arm in Arm auf der Gasse herum, begucken und wünschen sich das und zelle, wann sie mal das große Los gewinnen oder wann der Papa mal keine Steuer mehr bezahlen braucht. Und nach dem vielen Gucken wird irgendwo ein Viertelchen gepetzt, ein Baguette Salzstange oder ein Brezel gegessen. Pläne werden gemacht für die Weihnachtstage, was man isst, wie gemütlich man sich's macht und dass man die Vorplatzklingel abstellt, dass kein Besuch kommt, wo die Gemütlichkeit auseinanderreißt. Und dass er ganz noch besser schmeckt, als wie sie riecht und dass vielleicht auch ein Has nicht schlecht wäre. Und wenn's soweit ist, dann kommt ein Bündel Gefrierfleisch auf den Tisch, weil der Geldbeutel locker leer ist und nach Weihnachten
beim Umtauschen von den Geschenken doch noch etwas draufgelegt werden muss. Wann gar vor Weihnachten noch ein gehöriger Butze Schnee fällt, dann kommt der Weihnachtszauber erst so recht ins Gemüt. Und wann der Kleine schnell noch sein Schuh gesohlt kriegt, wo so große Löcher hen, die Mama ihren Pelz muss herrichten lassen, der Papa ein paar warme Handschuhe gekauft hat, die Tochter den Bubikopf jeden Tag frisch muss ondolieren lassen, wie im feuchten Wetter, und die Kohle alle 3 Tage albern, dann ist die Bescherung meistens perfekt. Besonders, wenn 2 Tage vor Weihnachten der Gasmann mit einer meterlangen Rechnung erscheint und eine Stunde bevor das Christkindl kommt, das Gas und das Elektrisch abgestellt werden.